Dann haben sie das Fünkli plus der Oro gesattelt, aufgezäumt und sind aufgestiegen. Zuerst gemütlich im Schritt, dann im Trab, sind sie nebeneinander über die Feldwege geritten. Puh, also ich schwitze immer noch wie verrückt. Gut sind wir nicht eher losgeritten. Sie waren sich nicht nur die Prinzessinnen, sondern auch die Pony einig gewesen. Schon gleich einmal ist zum Glück der Ritt durch ein Stück Wald, wo sie Schatten ausbreitet hat, gegangen. Los, und jetzt machen wir ein Wettrennen. Wer zuerst beim Schloss ankommt, hat gewonnen. Hilfst? Hey, aber nur, wenn wir einen anständigen Start herlegen. Sicher. Komm, wir starten dort beim Baum mit dem goldigen Wegweiser dran für zu eurem Schloss. Gewonnen hat die von uns, die zuerst durch den Torbogen reitet. Abgemacht. Aber du weisst, dass mein Oro schnell ist wie der Wind. Das wollen wir ja dann zuerst schauen. Also, Achtung! Fertig, los! Schon sind die beiden Prinzessinnen auf ihren wunderschönen Pony davongebüchset. Der Waldboden ist nur so hinter ihnen in die Luft gespickt. Alle, hopp, Fünkli, du schaffst es! Oro, gib aus, du bist der Schnellste! Sind Pony angeführt worden. Einmal war das Fünkli eine Nasenlänge voraus. Einmal der Oro ein bisschen vorab galoppiert. So genau konnte niemand einschätzen, welche Prinzessin auf ihrem Pony zuletzt als Siegerin durch das königliche Palasttor wird reingehen. Und weil weder das Fünkli noch der Oro wollten, dass die zwei Freundinnen Krach überkommen, weil eine die Verliererin war, haben sie einander kurz vor dem Torbogen angeschaut, gewiehert und sie Seite an Seite, genau zur gleichen Zeit, der Tür gepresst. Die Pony haben nämlich gewusst, die Prinzessin Wunderbar und die Prinzessin Goldherz sind liebe, lustige, gut gelaunete und hilfsbereite Menschen. Einfach verlieren, das mussten sie noch lernen, ohne Muff zu werden. Unentschieden, juppie, ich habe gewonnen! Und ich auch, wir sind alle Sieger. Sind die guten Leute dank der Pony ihrer List noch da gewesen. Tja, aber lernen verlieren, das hat das Fünkli und der Oro schon gewusst. Das müssen auch Prinzessinnen über kurz oder lang lernen.